Patrick? Robin? War das Patika? Patika SBL meinst du? Die Patika SBL ist eine SBL, die gegründet hinaus für Kunstprojekte am Kampf gegen HIV zu machen. Und du willst bestimmt auch wissen, wo den hier könnt, weil da kann ich immer gefragt. Patika ist ganz einfach eng von den Ursachen, die mich Kämpfe gehalten hat, damals, das war mein kleines Pätterchen. Entretemps ist er groß, ist und so nach klein, was er nicht gerne hat. Und das ist mir groß wie ich, mega. Hier konnte Patrick nicht ausschwätzen und ihn hat mich Patika genannt. Und schon die ganze SPL ihm gewidmet, damals, und dafür haben sie dann auch Patika genannt. Daher könnte Namen Patika SPL. Das Heu aus Maybe Sachs. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Für diese Episode ein kleiner Content Note. An dieser Episode gehen Themen Depressionen und Suizidalität angeschwärzt. Wenn du mal das Problem hast, dann lauscht diese Episode von der Schrift nicht lang. Hallo und herzlich willkommen an der neuen Episode von Maybe Sex. Wie ihr es vielleicht schon hören habt, schätzen wir heute über HIV als Teil von der Serie über STI-Témoignagen an. Du willst nämlich auch heute nicht lang hier im Studio. Mich schon eine wunderbare Gast bei mir. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, was musst du heute? Majo, es ist gefragt, für ein Interview zu machen. Das machen wir schon. Wir schwätzen über HIV, sind nicht geworden. Und willst du das vielleicht kurz erzählen, für was wir dich gefragt haben für ein Interview? Ja, ich denke, dass mich gefragt hat, weil ich sind da eine Reihe von Jahren mit meiner HIV-Infektion eben am Publik stehen, das heißt, an der Öffentlichkeit stehen, kein Tabuthema machen, mehr öffentlich dazu stehen und über das Thema schwätzen, leben mit HIV, ich selber eine SBL gegründet und dann eben ganz offen mit dem Thema umgehen. Willst du es dir kurz erklären, was aus HIV-Empfang? Ja, HIV im Prinzip ist, wie gesagt, ist ja kein Doktor, kein Spezialist, das sollen Kollegen um Terra dann können das vielleicht besser machen. Aber HIV ist global gesagt eine Immunschwäche, wo das Immunsystem im Prinzip angegriffen wird. Das heißt, das Immunsystem eigentlich so weit angegriffen wird, dass dann der Keller fällt. An dem Moment ist der Körper so schwach angreifbar von anderen Krankheiten. An dem Moment schwätzen wir auch vom Stadium von AIDS. Das heißt, AIDS ist keine Krankheit, mehr als das Stadium, an dem man sich befindet. Wenn das Immunsystem so weit roh ist, dass der Körper sich selber nicht mehr wehren kann, das ist so eine banale Grippe, die vorbei rauskommt. Und dann ist der Körper so schwach, dass man in dem Moment am Stadium von AIDS muss gehen, die anderen Krankheiten noch kämpfen. Und das ist eben ganz schwer, dass das Immunsystem eben ganz schwer ist. Du siehst, du hast den SBL gegründet. Willst du ein bisschen erzählen, wie HIV, also den Human Immunodeficiency Virus, dein Leben beeinträchtigt wird? Ich bin froh, dass du den Term auf Englisch gesagt hast. Effektiv von der Stimme da meine Probleme. Das Ganze hat mein Leben komplett auf Kopf gestellt. Das am Prinzip, und das war mir wichtig, und das war auch die Ursache, für was ich das SBL gegründet habe. Mit HIV selber kannst du ganz normal eigentlich leben. Natürlich musst du die Medikamente holen, natürlich musst du regelmäßig beim Doktor. Mit HIV ist hautestags kein Todesmittel mehr, das heißt, du kannst schon eine ganz normale Lebenserwartung. Das Problem bei dem Ganzen ist die ganzen Nebenwirkungen und die Reaktionen von dem ganzen Entourage. Ganz am Anfang kriegst du gesagt, von den Spezialisten, von den Doktoren, wo du eben dann hingehst, schwätzt mit keinem drüber. Genau das hat bei mir der Gegenteil ausgelöst, dann schon dann der Böse gehabt, wie mit allen Menschen drüber zu schwätzen. Weil ich der Meinung bin, nicht mehr, wenn wir drüber schwätzen, können wir etwas ändern. Für allem die Leute, die Reaktionen, die Handeln, die Value bei den Leuten, können wir nicht mehr ändern, wenn wir das Thema wirklich ausschwätzen. Für die Leute einfach klar zu machen, wenn es einem Tank ist, wenn es aus einem Glas mit einem Drinks, du kannst sogar einen Kuss gehen auf den Mund, du kannst sogar mit dem Duschen gehen, du kannst mit dem Sport machen, du kannst quasi alles machen, auch sogar Sex mit denen haben. Das ist im Prinzip kein Problem. Aber natürlich beim Sex musst du schützen.
Und ich meine, wir sind heute ist erst Gott sei Dank mit den Medikamenten so weit, dass du quasi nicht mehr ausstehbar bist. Das bei mir der Fall ist, sind da Jahren indetektabel, das ist schon mein Treatment, was eben ganz gut wirkt. Es sind am Alltag nicht ausstehend. Und am Alltag habe ich keine Situation Risiko, wo ich irgendeinem anderen Mensch schütte. Das ist, du kannst mit einer HIV-positiver Person ein ganz normal Leben leben. Und das einfach denkst du an den Kopf von vielen Leuten. Ich hole ungern, ich hole immer ein Beispiel. Wenn du einem erzählst, du kriegst, da kriegst du Matlet, da kannst du helfen, wer brauchst du. Und wenn du aber einem erzählst, du bist HIV-positiv, dann bleib von mir weg. Das ist einfach die Reaktion, weil die Leute just am Kopf haben, ausstehend und deutlich. Und das muss man absolut aus dem Kopf von den Leuten rauskriegen. Aber wie kriegen wir das raus? Wir nehmen, dass wir darüber schwätzen. Ich meine, es gibt keinen anderen Weg. Du hast schon ganz viele, ganz gute Sachen gesagt, auf die wir am Laufe des Gesprächs sicher da werden angehen. Willst du das erzählen, wie das damals bei dir aufgelaufen ist? Vielleicht so, wie hast du damals bemerkt, dass du eventuell eine HIV-Infektion hast? Und was waren denn der nächste Schritt? Also bei mir ist per Zufall eigentlich rausgekommen, schon im Jahr 2007 relativ viel Stress gehabt. Da hatte ich schon privaten Appartementbauer gelos. Da hat nie Menge Arabisch, wusste dann all der auf der Chantier muss rennen, wusste muss Blätterchen raussichern, wusste muss Farbe raussichern, wusste muss den Küchen raussichern, wusste mit all den Corps de Métier muss das organisieren und machen und tun. Dat nief der Arabisch eben an plus op der Arabisch wusstech, dat du auch ein Changement ging kommen, dat ich schon mal ein Arabisch Gesicht. An alles zu summen war ich dat Jahr relativ oft krank und ich war oft beim Doktor. An dünn wie ich rumrenke beim Doktor war, hun ich hier du gefrot, mach mein Blutanalyse, mach mir auch den HIV-Test mat, schon der regelmäßig mache gelos. Ich meine, ich lebe offen homosexuell, HIV ist ein Thema gewirrscht, ja, du hast immer irgendwo im Hand gehabt. Mais sans plus an schon mal einen Test matmacher gelos an auch das ja an die Reaktion vom Doktor hat mich dem Moment am Nachhinein so nicht mal ja ich hätte du schon ein bisschen hellhörig gehen weil der Doktor so dun mal ja ja sowieso einen HIV-Test mit dabei das so du musst frohen für einen HIV-Test gemacht zu kriegen den Doktor auch von hin gesagt kann dir nicht so vielleicht tut das entretemps gar nicht mit zu Menge Zeit weiter so huet den Doktor net Difte soen, wanns du net explizit dann gefrot hues. Schon eben demals den HIV-Test och gefrot. An den huet den engesstärksten Doktor mech no gerufer gesot Patrick Komwandschift beimech an so man nee so mat darüber toll van wer Klasse so schlimm konnte net sinn. An so nee kom Wandschiff beimech. An dat war na am 20. Februar 2008 den Datum as abgebrannt. Da sinnch du no der Arab Speier gefuer an ja du kru még Diagnos HIV positiv. Ja. Ma schmengen dat ma am Tasten mat dann wo frohen schmengen dat das haut bis mir einfach an die hueze Situation glücklicherweis 2007 bzw. 2008 viel geändert wann ich da interessiert mir hun eng Episode zum Thema sech op HIV-Taste losen an es werde ich stay an de Shownotes verlinken. Demos wie dein Doktor die du gesot huet Patrick Komolansch du warst HIV positiv. Wat waren du die nächste Schritt wann das du geschieht? Also der Teil war ja beim Generalist, beim Hausdoktor, hier nicht mehr Stunden überwiesen, respektiv gesot gay und HIV-Berodung an und das Centre Hospitalier, weil das eben die Klinik hier im Land ist, die spezialisiert, wo eben einfach die Dinge Maladie infektiös eben ist. Der Tisch behandelt Doktoren sind eben am Centre Hospitalier. Und schon am Anfang konnte ich das gar nicht realisiert. Denn der Notsekretärin von der Arabischstadt Madrid hat schmissen bei den Doktor gehen. Und hat so ja, was war da lo schon so ganz banal dann zu ihm gesagt HIV positiv und für hat das du mehr eng Welt Summe gebracht wie Mch hat uns mir gesagt Patrick hat mal schaffen genießt der Leben nach so lang wie geht dann du spennst da halt op also war man muss gar nicht bewusst respektive ich wollte vielleicht auch gar nicht so bewusst tun es sind auch tun wohl an der Centre Hospitalier begangen bei Spezialisten und es sind noch an HIV-Berodung gegangen 1-2 Mal und du musst aber ganz ehrlich so da tut mich schon aufgeschreckt und sind du nämlich du hingegangen weil schon nicht wirklich mengglisch bewusst verdrängt also war mir gar nicht klar und was du nicht geschieht das war das selber nicht gemerkt tun ist löser aber ganz sicher an eine Depression gefallen
wo den Entourage zum gesagt hat, hey, Patrick Kloß von Schiff oder gucken, weil du stehst an einer Depression. Und ich dachte, du spinnst, eine Depression. War das eine Depression? Und das selber noch nie hast, und nicht weiß, wie viel eine Depression nun, und keine Ahnung. Und dann effektiv am September derselbe Jahr sind eine Stunde an der HIV-Beratung gelaufen, weil man dann wirklich schon einen Moment auf den anderen bewusst gewesen ist, du bist doch krank, du musst sterben, du bist noch so lang, und was musst du? Und den Doktor effektiv dann zu mir gesagt, ohne Treatment wird es kein 30 Jahre alt gehen. Ich meine, ich habe Diagnose einen Monat nur meinen 25. Geburtstag. Und wenn du da gesagt kriegst, ohne Medikamente, kriegst du kein 30. Das war so eine Panikaktion in dem Moment. Und ja, du brauchst die Hilfe, und du sind natürlich gerannt, für Hilfe zu kriegen. Und du kriegst auch mit psychologischer Hilfe im Moment sur Platz. Und natürlich am Centre Hospitalier die ganze Medikamente, den Treatment, den du brauchst. Wo ich am Anfang aber auch wirklich mit Schwierigkeiten hat, das zu akzeptieren, dass so ein kleinblöd Pöll, so eine Schlommel am Anfang waren 3 Pöllen, eine Tritherapie, dass so Pöllen gingen bestimmen, ob ich dir leben oder nicht. Da hatte ich am Anfang effektiv mein Problem. Und ich wollte am Anfang Medikamente nicht holen. Am Anfang konnte ich ganz ehrlich gesagt, ja, da leben sie bloß nach 3 Jahren, dann lebe kurz und heftig. Das Problem ist eben einfach, wie dass du in Depression fällst, du fängst die ganzen Devilskrise an. Irgendwann ein Gefälle ist den Arbeit, was bei mir auch der Fall war. Dadurch fällst du an der Chômage. Ich war am Chômage gemeldet, ich war aber nicht auf Rendezvous, das heißt, ich kriege kein Chômage, weil ich nicht auf Rendezvous gegangen bin. Und irgendwann ein Gesetz, du hast frisch gebaut, du hast ein Prä, du hast aber kein Einkommen mehr, und irgendwann ein Strom fort, dann ist Wasser fort. Da könnt Banker sehen, entweder verkaufen die freiwillig oder mehr verkaufen nicht, und irgendwann ein Gesetz, du geht gar nichts mehr. Und da siehst du, ja, wie sollst du nach 3 Jahren leben, wenn du kein Meier dafür hast, und das ist dann auch scheiße. Und dann, ja, irgendwann ein Gehörst ich war, und ich war auch auf dem Punkt, dass ich nicht mehr wollte. Ich wollte mein Leben hören. Ich habe gesagt, bis dahin und nicht weiter. Und ich stand auf der Straße, so nicht ganz ehrlich. Und ich habe aber dem Moment und der Chauffeur vom Auto gedacht, weil ich für als 16, 17-Jährigen war ich selber am Auto, an einem Auto, den ein Mann angestoßen hat. Ich habe das selber miterlebt. Und ich habe mich dem Moment am Platz zum Chauffeur versagt und ich habe gesagt, der Chauffeur vom Auto kann nicht dafür und macht es nicht. Da hat mich dann effektiv zurückgehalten. Und mit das, ich war auf einen ganz tiefen Punkt gekommen, und du musst dann irgendwo Kraft davon, für darum rauszukommen. Und was hat dir damals geholfen, für darum rauszukommen? Ma damals ganz blöd, ich schon mal 3 Hände geschafft. Zeig den, und 6 Monate noch einen zweiten, denke 6 Monate noch einen dritten. Und also die 3 Hände, das war wirklich mein Hals. Dem Moment, das war meine Aufgabe. Ich musste raus, ich musste bewegen, ich musste an frische Luft. Und mein Petterchen, hier war ganz jung, in 2004 geboren, das heißt, weil du wirklich noch ein kleiner Kind, und ich habe gesagt, ich will auf Mann leben, dass er 18 Jahre kriegt. Also die 2 Ursachen, das war das, was mich wirklich Kämpfen gehalten hat, ja. Hier hast du ja das letzte Jahr gehen. Richtig. Und freut mich, dass du das mal erlebt hast. Ja, habe ich mal erlebt, ja. Wenn wir bei Treatment gehen, wie sieht so ein HIV-Treatment aus? Weil hier den immer Treatment. Aber was ist den Treatment, den HIV-Treatment? Am Prinzip, ich meine, das hängt immer von der einzelnen Situation auf. Aber im Prinzip ist es eine Tritherapie, das heißt, das sind 3 Wirkstoffe. Genau kann ich das nicht mehr erklären. Das eine schließt den Virus, das andere blockiert den Virus, und das andere möchte den Virus nicht tot, mehr desaktiviert den Virus. Das heißt, der Virus hat keine Chance, mit dem Immunsystem anzugreifen. Und wie die Nummer schon sieht, Tritherapie, am Anfang waren doch 3 Pillen, und sind wir aber so weit, dass die 3 Wirkstoffe an einer Pille dran ist, dass die schön haut ist nicht mehr nach einer Pille. Und ich hatte eben damals die Schwach, ob ich alle 12 Stunden oder alle 24 Stunden meine Pille will holen. Und ich habe mich für 24 Stunden dezidiert, weil ich einfach mir einfach fand, wie alle 12 Stunden meine Pillen zu holen. Und ich will sie oben um 10 Uhr, das ist also meine Zeit, wo ich dann meine Dinge holen. Und am Anfang ist es effektiv, du musst ganz strikt holen, das heißt, das ist nicht für dann eine Stunde mehr lang oder mehr spät zu werden, du musst wirklich 24 Stunden holen. Und ja, am Anfang hatte ich wirklich mein Problem, für das zu akzeptieren, die Pille zu holen, dass die Pille ging bestimmen, dass ich dir leben.
An haut des Tages funktioniert das aber ganz gut, dass eng Routine gehen kann zum Alltag. Ich meine, so viele Leute, Diabetiker zum Beispiel, die 3-5 Mal am Tag müssen Insulin spritzen, die sind weitaus mehr geplot wie ich. Also ich höre einmal am Tag mein Pill und dann hört das sich. Und dann nom Treatment von denen bis die Pillen hält. Wie man schon kurz ugeschwart hun, du bist mittlerweile den Infektion, den HIV-Infektion das nicht mehr detektabel. Wie lebt das? Wie lange hast du den Zeitraum, aber was heißt das für dein Leben, dass du nicht mehr detektabel bist? Also am Anfang, wie ich eben in der Situation war, als das Virus leicht geguckt ging bis 40. Das heißt, alles, was an der 40 schlug, war nämlich nachweisbar. Das heißt, du lugst in der nachweisbar Grenze, undetektabel, dem Moment was du nicht mehr stehst. Und Lorenzenz, ich meine, mein letztes Rendezvous, das ist für einen Monat, an den Rendezvous für die Runde, hat ein Doktor mir aber erklärt, dass wir Entretemps mehr weit gehen, mit Kilo bis 20. Das heißt, alles, was an der 20 leidet, das sind 20 Viruslasten pro, was auch immer, Milliliter Blut oder so. Das heißt, du musst den Therapie da machen. Und am Anfang gehst du alle 3 Monate bei dem Doktor. Ich meine, das ist effektiv situationsaufhängig. Bei mir waren es wirklich alle 3 Monate. Und dann musst du eine Blutanalyse, und dann 3 Wochen nach der Blutanalyse gehst du bei dem Doktor, für das Resultat zu kriegen. Und da geht dann die Entwicklung von der Viruslast vom CD4 an, geht da geguckt, wo ist der Beweis. Und dann, wann Treatment eben nicht soll durchschlagen, hast du dann den Schwach für ein anderes Treatment eben zu machen, was der Doktor dann eben rekommandiert. Dann hier sieht, ich kann probieren das da. Und dann, wenn das eine gewisse Zeit dann angeschlagen hat, da geht das von 3 Monaten auf 6 Monate verlängert. Idealfall ist es nicht mal am Jahr. Ist in einem Moment, ich gehe alle 6 Monate bei dem Doktor und das schon 10 Jahre. So führen wir ganz gut. Es sind undetektabel, so schon ganz lange bei demselben Treatment. Und ja, das funktioniert so ganz gut. Was ich aber dabei muss sagen, also am Anfang Nebenwirkungen, Mengen die nehmen, das wäre so harmlos, mit das gar nicht so harmlos. Also das ist wirklich vergleichbar mit einer Chemotherapie. Der Unterschied ist eben einfach, ich muss meine Pille mein Leben lang holen. Das ist schon zwar eine ganz normale Lebenserwartung, aber ich muss effektiv meine Pillen ganz Leben lang holen. Ich komme davon nie mehr rauf. Das ist, wenn ich abhalte mit meinen Pillen, als mein Dosetil ganz klar, aber schon ein bisschen geschwärzt. Es wird dann nach 2-3 Jahren wahrscheinlich gehen, aber da geht der Gesundheitszustand so schlecht, dass es nicht mehr schön ist, sagen wir mal so. Nebenwirkungen von dem Ganzen waren bei mir am Anfang, es war mal schlecht. Wie du vielleicht auch noch gesagt hast, dass Mama zu warm, ich kriege Schweißausbrüche, Tore sind ausgefallen, schon ganz schlecht Zähne, meine Augen haben aufgeholt, schon Hautprobleme, ich hatte noch immer Schuppenfleisch, das heißt, Schuppenfleisch ist auch ein, wie soll ich sagen, Schuppenfleisch hat sich negativ ausgeprägt im Moment durch den HIV, wo es dann zusätzlich muss dann trätieren. Schon Appetitprobleme, das heißt, ich kann 3 brauche nicht essen, ich kann aber genauso Coke bei nicht essen. Das ist schon da nicht die richtige Kontrolle drüber, dementsprechend dann eben noch mal Stuhlgangprobleme. Also das so in ganzen Dingen, aber du lehrst damit leben, zwangsläufig, aber das sind natürlich eine Reihe von Nebenwirkungen, mit denen du zu kämpfen hast. An dem Moment, wo du nicht mehr detektabel bist, heißt dann noch, dass du nicht mehr ausstehbar bist. Richtig, ja. Lo, wo wir von Nebenwirkungen geschwärzt haben, das ist natürlich exzellent, dass sich ein HIV mittlerweile trätieren lässt, an den kann ein Leben damit feiern, mit einer normalen Lebenserwartung. Gerade von den ob 80er und 90er und nur nach jeweils bis an 2000er ran, ob die ziemlich tragisch Massestieren am Anfang guckt. Das ist aber natürlich noch immer besser, es kriegt in den HIV nicht. Wie kann ich sich dann schützen? Ich meine, der klassische wäre immer nach der Kondom, der Gummi, das ist immer nach der allerbeste. Und neben dem HIV gibt es auch ganz andere Geschlechtskrankheiten, gegen die ich im Moment mit dem Gummi schützt. Also kann aber noch sehr Gummi. Ganz einfach. Ja. Genau. Gummien, sowohl Kondome wie Laktischer, sind immer eine gute Idee. Mittlerweile hat sich aber in der Forschung schon mehr getan. Es gibt mittlerweile PrEP und PAP. PrEP steht für Pre-Exposure Pill, und PAP steht für Post-Exposure Pill. Willst du davon schwätzen oder soll ich davon schwätzen?
Also ich kann kurz selbst dazu sagen, du warst wahrscheinlich mehr auf dem Gebiet aktiver, mehr spezialisiert daran wie ich. Ich persönlich kann ich so, dass ich ein bisschen gefeierlich fand, für die Leute zu verkaufen, weil so, als es wirklich zum Teil rüberkommt, ich kann ja einen Pöll holen und da geschieht man nicht. Natürlich, ich kann noch einen Platz weg, genau nicht, dass irgendetwas geschieht. Und das fand ich ein bisschen gefeierlich, weil das wirklich, das Gefahr dabei, dass das wirklich so rüberkommt. Ich weiß, dass das nicht so geduldet ist. Ich weiß aber, es ist eine Erfahrung, dass das bei den Leuten wirklich so rüberkommt. Ich höre ja, Prep, da geschieht nichts. Komm, verzichte mal auf den Gummi und dann fertig. Und das fand ich einfach ein bisschen problematisch. Genau wie Pöll d'Ono, also bei der Schwangerschaft, ja, wir können ja egal was machen, weil es ja ein Pöll d'Ono, da schmeißt man den an. Schon an der Funktion als Präsident von Patika mehr wie immer Leute begleitet an der Centre Hospitalier, so nicht so viel Lauer, die mich dann angerufen haben, ich habe eine Situation Risiko, und kannst du mal einen Sergel führen, für eben das Treatment zu kriegen. Ja, das ist gut, dass es so etwas gibt. Ich hätte damals gehabt, dass ein HIV bei mir nicht ausgebracht wird. Ja, okay, klar. Aber das ist einfach Gefahr dabei, wie ich gerade gesagt habe, dass es zu einer großen, wie sie den Verlorenlosigkeit, wie nennen die das? Dass die Leute sorglos damit umgehen, einfach wirklich Sex können haben, ohne irgendetwas abzupassen, weil es gibt ein Pöll d'Ono. Und das fand ich ein Pöll für den Pöll d'Ono. Und das fand ich einfach ein bisschen problematisch bei der ganzen Geschichte. Genau, und auch, wie gesagt, auch PrEP und PAP schützen nicht mehr für ein HIV und nicht für so sämtliche Geschlechtskrankheiten, die sich noch abfangen kann. Und trotzdem gebe ich am Anfang gerne ein bisschen darüber schwätzen, weil das auch eine Entwicklung ist, die ich interessant und auch die ich wichtig fand. PrEP als ein Pöll, also ein Treatment, den ihn hält. Ich vergleiche immer ein bisschen mit der Anti-Baby-Pöll. Das ist ein Pöll, die regelmäßig hält und die halt relativ effizient für eine HIV-Infektion schützt, was sie regelmäßig an den Verordnungen nur geholt wird. Also sie wird rekommandiert für Personen Risk, das heißt zum Beispiel Sexworkers, an kann ihn, wenn PrEP gehabt oder auch wenn ihn eventuell eine Partnerperson hat, die HIV-positiv ist und noch detektabel ist, und ihn zusätzlich zu Kondomen noch will einen extra Schutz haben, kann ihn sich beim Doktor PrEP verschreiben lassen. Und PrEP, also ein bisschen wie gesagt, bei der Schwangerschaft Pöll d'Ono, wenn ihn ein Risk hat, dass eventuell kein Gummi benutzt ist, dass ihn sexuelle Gewalt durchgemacht wird, dass einfach bei der Verhütung ein Schiefgang ist, dann ist das, wie gesagt, ein Pöll d'Ono, der je mehr sehr ihn hält, desto mehr heißt die Chancen, dass eine HIV-Infektion verhindert wird. Aber ich gebe dem Patrick auch ganz recht, das sind extra Hilfsmittel und extra Präkautionen, die ihn holen kann. Und kein Grund für ohne Kondome oder ohne so Schutz Sex zu holen mit vielen Leuten. Weil, wie gesagt, es gibt noch andere Geschlechtskrankheiten, die sich auch nicht fangen will. Richtig. Und so, ich meine, Know Your Status, löst dich testen, als eine wichtige Message für das, wann ihn etwas hört, weil es ja nicht immer direkt klar ist, dass ein HIV hat, bis ihn einmal oft krank wird, also kann es eine Zeit dauern, bis ihn rausfindet, dass ein HIV positiv ist, und an der Zeit kann ihn nicht Leute schon weitergehen. Das heißt, testen Kondome an, jene Situation PrEP oder PAP sind gute Voraussetzungen, für sich effizient für ein HIV zu schützen. Also es kann nicht effektiv Jahre lang mal Virus leben, ohne dass ja. Merkt. Also das ist wirklich ganz gefährlich, weil es auch verschiedene Arten von Virus gibt, mehr aggressiver, man aggressiver. Aber wenn du hörst, die Mann aggressiv ist, kannst du wirklich jahrelang damit leben, ohne überhaupt ein Symptom zu haben an den Jahren, wenn du zelibatär bist. Ja, an ein aktiv Sexleben hörst, hast das Risiko natürlich groß, dass du viele Leute durchstehst. Das ist ganz klar. Mit dem Leben mit HIV, für Lore manche darauf zurückzukommen, was sind Situationen, an denen es da aber noch da jemand bewusst ist, dass der HIV positiv ist. Also der den zum Beispiel immer von zum Beispiel Zahndoktoren, denen dann die Lust von den Medikamenten gibt, die ihn hält, an die dann natürlich der dritte Mann gegen den HIV erkennen, an die dann teilweise nicht ganz positiv darauf reagieren. Ja, was sind die Situationen, an denen du noch merkst, dass du aber mit HIV lebst und für immer leben wirst? Also witzigerweise ist du ein Zahndoktor von dir aus urgeschwärzt, das ist wirklich ein ganz aktuelles Thema. Ich meine, das bleibt doch immer aktuell,
weil ich zwar ziemlich erschreckend fand, weil ich schon selber die Erfahrung gemacht habe, dass man ins Doktor geht und das ist einfach positiv. Oder muss ich eine Präkautionen hören? Nee, du musst egal, wie es die Real schaffen, ob du einen HIV-positiven Patienten leiden hast oder nicht. Und davon habe ich gesehen, wie viele Patienten hast du leiden, die das nicht so haben. Also musst du egal wie immer aus die Regel schaffen und darf das im Prinzip keinen Unterschied machen. Und du dann die Reaktion vom Zahndoktor, das komischerweise immer noch so, und ich fand das wirklich ziemlich erschreckend. Lo ganz aktuell muss ich so, die letzten 2-3 Jahre habe ich weiter keine Situation mehr gehabt, wo ich wirklich Negativreaktionen gekriegt habe. Corona sei Dank, weil der Corona komischerweise die Leute mehr aufgeschreckt hat wie den HIV. Auch HIV kein Thema, Hauptsache es ist kein Corona. Dann ist ein Marsch, darüber kann ich diskutieren oder nicht. Ich will auch nicht auf das Thema Corona gehen. Ich habe aber Situationen erlebt, was mich ein Beispiel, ich habe mich für x Jahren auf einem Platz gemeldet gehabt, für schaffen zu gehen. Das war eine Privatfamilie, die einen Reiterhof abgebaut hat. Und hier den Herr hat bei der Polizei geschafft, Madame hat am zweiten Domizil eben aktiv, ich will die Firma nicht nennen, das ist am mobile Pflegedienst geschafft. Und sie haben dann ihr Gesicht wie am Stall eben zu schaffen. Und ich habe mich da gemeldet, ich war auch in der Probe schaffen. Und sie haben auch bei meinem Ex-Patron sich renseigniert an den hat ihnen du gesagt, was lass wir, was eine Tative machen. An B, wie Madame du gewöhnt hast, hat mir riesen Gesicht gesagt, mein Patrick, wir können dich nicht hören, weil du warst ein Risiko für die Gesellschaft. Und hat dir seine persönliche Meinung darüber haben, wann hat der Meinung hast, dass das ein Risiko für die Gesellschaft sind, das ist seine persönliche Meinung, die dir hat auch haben. Was mich aber extrem aufgeschreckt hat, als der Tat mir das gesagt hat, dann hat schafft am mobile Pflegedienst. Ich meine, hat wahrscheinlich all der mit HIV-positive Leute zu dienen und weiß es vielleicht noch nicht mal. Und ich meine, das ist wahrscheinlich bei uns alle Guten der Fall oder bei den ganz meisten, weil oft am Anfang, wie ich schon ganz aktiv war bei Praktika und schon immer gefragt, an wie viele Leute kennen die mit HIV-positiv oder die HIV-positiv sind. Und da sagen wir, nee, ich kenne keinen. Und so, ja, wahrscheinlich kennst du den, aber du weißt es einfach nicht. Weil es gibt da ganz viel, leider Gottes, eben die Mann schwätzen drüber, weil der man nach ein Tabuthema raus. Und meine persönliche Reaktion die letzten Jahre, also ich soll noch nie direkt angegriffen Kinder weinst. Ich weiß, dass ich mal verschiedene Situationen habe, zum Beispiel ganz klar, wo dann eben du brauchst nicht mehr zu googlen, an meine Nummer anzugehen, dann da weißt du, was los ist. Und ich gehe ganz offen mit dem auch noch auf meine aktuelle Arabisch, das schon in von Anfang gesagt habe, so was es, und das war kein Thema. Teilt immer davon auf, wie open die Leute sind. Und ich meine, am Alltag, wie gesagt, ich mit meinen Klienten, du hast absolut kein Thema dabei. Genau wie es ja nach independent Masse, und du kriegst dann auch ganz oft Reaktionen, oh, wie kannst du als HIV-positiv und dort Leute massieren? Aber echt einmal, wenn ich eine Massage mache, du hast absolut kein Thema, also du stehst nicht Leute nicht dabei, gell? Und natürlich sind die Reaktionen immer noch da, aber das ist eben einfach, weil du immer nach einem Tabuthema raus und am Alltag haben sie nicht drüber geschwärzt wird. Und wenn die Leute sich nicht damit befassen, dann wissen sie nicht drüber. In dem Moment sind die Leute, oder sind Reaktionen einfach immer noch negativ. Ja, ich meine gerade, weil ganz viele Leute noch immer ganz stark Bilder aus Nachtschau und Schau für den Ahnen haben, wo dann von nicht viel Forschung drüber geht, wo ein wahnsinnig Angst durch Gesellschaften gangers Ja. Und weil sie schlecht Nachrichten nur besser verbreiten wie gut Nachrichten, Genau. sie ganz viele Leute anfangen nach Wissensstand von Demos. Und ich muss auch sagen, dass an meiner sexuelle Education, die wir in der Schule haben auch natürlich über HIV gelehrt, und da gehen wir aber auch nicht mehr, das kriegt nicht mehr nicht, Ja. bleibt weiter fort. Und das nicht darüber gesagt gehen, über Leben mit HIV und die ganze Abklärung im Bereich von, hey, Leute mit HIV sind nicht ausstehend von sind Handges. Du musst schon wirklich Körperflüssigkeiten mit ihnen austauschen und auch schon gut nicht über, weil Leute mit HIV trätiert sind, dann sind sie nicht mehr gefährlich, wie irgendeine andere random Person, wahrscheinlich sogar noch Männer, Genau. weil du weißt und du bist beim Traitement und du kannst es nicht weitergehen, während eine random Person auf der Straße eventuell nicht mal selber weiß, dass er HIV hat. Und dafür also dann von gut, wenn ich noch mehr Erfolgsgeschichten über das Thema erzählt, was wir ja gerade probieren zu machen.
Wenn ich dich froh wie hast du das dann damals gehandhabt mit deiner Sexualität, wie du bis HIV gekriegt hast? Das war ja so, ich meine, es ist nicht den, der all Sex hat. Sex ja, okay, mit das aber nicht, nicht die Stelle wert für mich, dass ich unbedingt muss, all den Partner haben, mit dem ich verkehren kann. Au contraire, ich sind echt dafür, dass Sex an einer Partnerschaft mit läuft, ob es viel mehr schön ist, als einfach nur den Drucklass zu gehen. Ich meine, da können mir Männer als ganz einfach damit helfen. Ich meine, wir haben auch eine gesunde Hand, die den Druck lasst. Aber wenn Situationen kommen sind, dass ich eine Relation irgendwie abgegangen sind natürlich ganz offen damit umgegangen. Und da gibt es dann zum Glück eben noch die Urlaubsstellen, HIV-Beratung und so weiter, wo jemand seinen Partner kann hingehen, den dann eben matt abgeklärt wird und wo dann eben ganz klar eben all die Möglichkeiten, die wir versuchen abgezählt haben, eben einfach mit den Leuten beschwert gehen und Detail erklärt gehen, wo Frauen können beantwortet gehen und es sind ich meine ganz offen mit dem Thema an die meist dem Moment für alle man als kleiner schwul 10 sondern ich halt zu Lützburg dem Moment wie ich noch viel mehr aktiv war ich auch bekannt durch an war nie sekret an ich meine ich kann nicht dem Moment das Sekret draus machen und auf der anderen Seite an der Öffentlichkeit damit steuern ich meine das widerspricht sich also von daher gehe ich dann noch in meinem privaten Umfeld im Moment ganz offen damit das ist auch ein sehr prendre mir hunde schon du hast mal von schon von Menge nächste Punkte beantworten und zwar wo ich sich sicher kann mir schon gesagt HIV-Beratung mittlerweile wie mir auch an der Episode wo mal soll HIV-Taste gelösen erzählt tun kann ich noch bei den Hausdoktor gehen an do im Hölle frohen den in der weiterlädt wird in anderen Plätzen wo ihn kann Beratung kreieren wo ich kann Hölle kreieren bei den Centre Hospitalier nach es gehen verschiedene Streetworkers die ich meine doch an dem Gebiet aktiv sind Sexworkers mir am größten Ganzen als wirklich HIV-Beratung von der Croix Rouge an so mal nicht ganz viel an Urlaubsstellen als Lützeburg weil Lützeburg eben noch einfach kleiner ist ich meine und das Problem ist eben einfach bei der HIV-Beratung das war für über 15 Jahre mit dabei dat war demut schon ein Problem und also haut das Problem dat Leute nicht wollen du hingehen weil kann jo mich gesinn doch gehen was sollen Leute dann denken und das ist ein typisch Lützebauer Problem was sollen Leute denken und das ist wirklich ein bisschen das Problem du kannst ihn dann eben noch anrufen sag ich mal über Telefon und dann eben Rendezvous ausmachen und das heißt ja nicht wenn ihr an HIV-Beratung rangeht dass den automatisch dann noch HIV-positiv ist nicht mehr weil ihr von irgendeinem gesiegt genau von der frohen Hut oder man denkt schwarze Welt HIV-Beratung aus du für ich an die von den online an wie gesagt kein Rufen E-Mail schreiben an sie ist für ich du wie wird sich dann so an Dinger Wahrnehmung Bild vom HIV an der Öffentlichkeit verändert also wie war das Demos wenn die Leute davon erzählt das sind HIV positiv was es Haut wie hast du erlebt dass HIV wo geholget also das die Leichtüren immer ich meine den méie groß Tabuthema ginne das wirklich am Alldach net ze gesinn mir kreien da vielleicht emol die Woche vom 1. Dezember ganz kleinen Artikel am letzte beier Woche wo dann Zölen die aktuell Zölen dra stehen am Kader vom 1. Dezember der Weltdatestag und dat wäret sonst ganz iwwer hast du kein Plakater kein Flyeren kein sichtbar Dingen wo du mit dem Thema konfrontiert gest und das ist ja genau das was ich uns mit meinem Verein Patika SPL wohl der Rechen Patika SPL huet Kunst gemacht am Kampf gegen HIV die ich mir hunne Kinospot realisiere gelos den am Kino gelehrt was Plakater gemacht Fotosausstellungen einfach wird visibel zu machen weil der Thema ist einfach nicht visibel und genau wie ich wieder schon gesagt habe nur die letzten 2-3 Jahre Corona hat HIV wirklich auf Zeit gedrückt das ist absolut kein Thema mehr komischerweise das am Alltag absolut kein Thema du wirst nicht damit konfrontiert dann bleibt wollen doch nicht dann das wirklich nicht präsent natürlich sind Reaktionen dann noch mehr negativ gehen nicht forcément weil et, ich meine ich schlafe nicht all und erzählen weil Menschen HIV positiv sind méi negativ net mein Entourage den ich ja haut ist der hun die wissen nicht alle Götten den brauche ich nicht ob nice all der Alkäs erklären ist HIV positiv ich meine die wissen nicht alle gut von du hier aus dat du absolut kein Thema
an neue Leute, die ich kennenlernen, ja, die wissen nicht dann noch, und entweder da gibt es eine Freundschaft oder nicht, und entweder sie bleiben hängen oder sie bleiben nicht hängen. Mit dat Reaktionen méi negativ sind, denken ich nicht. Mit Leute tun haut, mengen ich viel andere Sachen am Kopf, haut mit aus dem ganzen Internet, mit aus dem Handy, mit, wo sie dann mehr an ihrer virtuellen, unreeller Welt leben. Und dann eben einfach Themen wie Corona, wie die Krisen, und da, die Leute mehr an Preise, die an Klut gehen, bei allem, bei den Immobilien, bei den Nachkaufen, und da. Das sind Themen, die die Leute am Moment mehr beschäftigt, effektiv wie ein HIV. Das ist nur ein Fakt. Wie das es Männer präsent ist, also trotzdem wichtig, für noch immer drüber zu schätzen und drüber abzuklären. Was gibst du Leute Roten, die mitkriegen, dass eine Person in ihrem Umfeld HIV hat? Wie kann ihn die Leute unterstützen? War das eine gute Reaktion? War immer die gute Reaktion, die richtige Reaktion gibt es nicht. Ich meine, es gibt keine Formel, die lo sieht, so sollst du reagieren. Wichtig ist eben einfach, dass die Person dann nicht fallen lässt im Moment und aufstehst, weil genau das sind Reaktionen eben, so wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Wenn ich sage, so schon Krebs, kriegst du Matlet, beim HIV gehst du aufgestoßen. Und ich meine, genau das macht das nicht, weil, wie gesagt, am Alltag hast du wirklich kein Risiko mit der Person. Du kannst mit der Person alles machen. Du kannst eine Hand gehen, du kannst sie merken, du kannst sie küssen, du kannst mit der Ackerfe gehen, du kannst mit der Schwamme gehen, du kannst mit der Advokanz gehen, du kannst mit ihr im Bett liegen. Das ist absolut kein Thema. Also die Person wirklich nicht fallen lassen, nicht mehr, weil sie HIV-positiv ist, der Virus springt nicht einfach so auf dich rüber. Keine Angst dafür drin, weil ich meine, dass einfach Angst die Reaktionen auslässt bei den Leuten, weil es einfach ein Tabuthema ist, mir einfach die Person normal akzeptieren und normal die Freundschaft weiterfeiern, so wie sie für noch der Fall war. Und Leute nicht du wennst verurteilen. Das ist ein schönes Schlusswort. Patrick, ich so in dir vielmals merci, dass du heute bei mir im Studio bist. Und so noch der HIV-Berodung vielmals merci, die das Gespräch vermittelt hat. Und bei frohen Sachen, die euch um Herz leiden zum Thema HIV, könnt ihr gerne auf die Website von der HIV-Berodung von der Croix-Rouge gucken gehen. Sie sind für euch da und sie werden sich gut um mich kümmern. Ich so in dir merci, Patrick. So, merci, ja, ganz gerne geschehen, und merci für die Invitation. Und lo gleich könnt ihr eine Rubrik vom Kali, auch mehr hören als an 2 Wochen rum. Adi. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Was ist Arousal Non-Concordance? Arousal Non-Concordance kann ich übersetzen mit Erregungsinkongruenz. Inkongruenz bedeutet, dass etwas nicht überein stimmt. In diesem Fall geht es darum, dass körperliche Reaktionen von Erregung an sich angetan fühlen, nicht überein stimmen. Das geht in 2 Richtungen. Entweder es spielen sich sexuell angeturnt, mit Genitalien reagieren nicht drauf, zum Beispiel mit steif oder Fischkin. Oder Genitalien reagieren auf etwas, füllen sich mit Blut an oder gefischt, ohne dass ihnen angeturnt ist. Das ist ganz normal. Und seit über 30 Jahren wissenschaftlich belegt. Aber leider ist Arousal Non-Concordance noch nicht überall angekommen. Das kann zu verwirrenden Situationen führen. Zum Beispiel: Erzähl der Person, mit der er Sex wird, ich will Lust auf dich, ich will das und das machen, das fühlt sich schön an. Und dann berät die intime Organe und ist verwirrt, für was die nicht steif oder fisch sind. Oder ein anderes Beispiel: Et probiert den sexuell etwas Neues aus und sieht seinem Partner oder seiner Partnerin darauf hin, dass sie das am Anfang nicht so gut fand hat, dass es ihm nicht so gut gefallen hat, dass sie das nicht einmal will machen. Und die Person ist verwirrt, weil sie wahrgeholt hat, dass Genitalien schon darauf reagiert haben. Er fragt sich, für was sie tun steif auf Fisch gesehen, weil ihr am Anfang süß so Mittel von tut. Wie funktioniert das? Wie hat Arousal Non-Concordance an 4 Watt? Bei einer Studie goufen Männer und Frauen beim Pornogucken getestet. Wat hier Genitalien an dem Tisch gemacht haben, gouf mit einem Apparat gemossen. Gleichzeitig gouf gemossen, wie die Personen selber hier Erregung auf einer Skala von niedrig bis hoch erschätzen. Dabei ist Folgendes herausgekommen. Bei Männern war 50% von der Zeit das Resultat kongruent. Das heißt,
dass Genitalreaktion an subjektiv empfangen von Erregung zu 50% von der Zeit zu Summe gepasst hun. Talschen von der Zeit also huet eng usteigend Erektion bedeiht, dass sie sich auch erregt gespürt hun. An die anderen Halschen von der Zeit gouf eng Erektion, ohne dass sie sich erregt gespürt hun oder sie hun sich erregt gespürt, ohne dass sie Genitalien reagiert hun. Bei Frauen wurden net 10% Kongruenz zwischen dem, was hier Genitalie gemäht hun, a wie sie hier Lust empfunden hun. Das heißt, 90% von der Zeit hun Genitalreaktion an Empfanne von Lust nicht aber nie gepasst, waren inkongruent, non-kongruent, non-concordant. Für was ist das so? Genitalien reagieren ob, das nennt den sexuell relevant Stimulatoren. Zum Beispiel ob sexuell oder plagische Videoen oder Bilder. Das passiert automatisch, als quasi eine untrainierte Reaktion. Das heißt aber nicht, dass Personen die Videoen oder Bilder als ansprechend oder erregend wahrnehmen. Ein Stimulus kann sexuell relevant sein, ohne sexuell ansprechend zu sein. Weil am Gehirn ist es so, dass der Mechanismus von wahrnehmen und der Mechanismus von Gutfinden zwei verschiedene sind. Was Genitalien so ist, das ist sexuell relevant oder nicht. Was Personen so ist, das möchte mir schon. Ich genieße nicht, ich will mehr davon. Oder auch nicht. Dafür ist es immer eine gute Idee, für allem darüber zu lauschen, was Personen so und nicht, welche Genitalien reagieren. Für was ist das Info mit der Inkongruenz nicht mehr verbreitet? Es betrifft ja schließlich ziemlich viel Leute. Wie gesagt, 50% von der Zeit bei Männern und 90% bei Frauen. Also am Anfang kann jeder Arousal Non-Concordance kennen. Es ist aber auch klar, dass Frauen bzw. Personen mit Vulva zu einem größeren Teil Arousal Non-Concordance sind. Männer gehen an der Medizin, an der Sexualität, an unserer Gesellschaft als Standard geholt. Männliche Sexualität als Standard impliziert dann oft, dass, wenn Frauen nicht so reagieren, dass es mit ihnen nicht Stimme gäbe. Am Anfang ist natürlich nicht komisch oder futti und Frauen, aber sie sind halt einfach keine Männer. Das Patriarchalstandard für Sexualität erkannt den Anfang schon allein unter Frohstellung. Es fragt sich, für was bin ich inkongruent? Ist etwas falsch mit mir? Ist alles okay? Aber es fragt sich kein, komisch, für was sind Männer Talschen von der Zeit kongruent? Aus der Konkordens an die Übereinstimmung nicht, Was kann ich machen, wenn ich selber Arousal Non-Concordance habe? Erstens. Dich daran erinnern, mit dir ist nichts falsch. Du bist gesund, funktional, ganz, so wie du bist. Zweitens. So deinem Partner oder Partnerin das, ob ein Leif oder selbstbewusst Art weiß. Weil, dass die Person nicht weiß, was Arousal Non-Concordance ist nicht hier schuld. Drittens. Auf freier deiner Person, einer wehr wie Genitalreaktion, für hier zu weisen, dass du erregt bist oder Lust verspürst. Körperlich kann ich natürlich auch nach ob Atmung gucken oder ob Muskeltension. Aber für allem geht es darum, ob wir dazu lauschen. Das können eine ganze Satz sein oder auch ein Ja, ein Mei oder ein Sex ist kein Schatzig, wo ihr muss Clue sammeln an die kleinsten Details lesen. Es geht echt darum, ein generell mi breit gefasst Gespiel an Kommunikation zu etablieren, wo ihr sich gut versteht und verstanden spielt. Viertens. Gleitgel. Gleitmittel is your friend. Spaut oder andere Körperflüssigkeiten helfen auch. Bei Körperflüssigkeiten ist es wichtig, das mögliche Überdrohungsrisiko von Infektionen nicht zu vergessen. Gleitgel kann wasserbasiert oder silikonbasiert sein. Hier gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Es setzen ihr dazu einen Link an Shownotes. Von daraus, was für ihr am besten passt. Hier kann ein vierwitzig, spielerisch und humorvoller Approche ganz viel helfen. Viel Spaß!
Wost du noch Frohen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mat finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend. Mat freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. Dem Ministère für Education, Kanner a Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.